Was lehrt uns Gott in der Corona-Krise? Und Leo und Stefan sind bereit, sie kommen mit auf die Bühne. Ich bin bereits hier. Und ich freue mich, dass wir das fast als ganze Familie machen können. Stefan beginnt mit einer Geschichte, die passt wie nie zuvor. Hey, ist so schön, bist du hier, ist so schön, hast du auch online zugeschaltet. Ja, wie meine Mutter schon gesagt hat, der Titel der heutigen Message ist «Was lehrt uns Gott durch die Corona-Krise?». Ich denke, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe das Privileg, diese Message mit einer historischen Geschichte aus dem Jahr 1914 zu starten. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, ich weiß nicht, ob du diesen Mann kennst oder nicht. Das ist der österreich-ungarische Thronfolger im Jahr 1914. Und eines Tages geschieht ihm und seiner Frau etwas sehr Tragisches. Und zwar wird auf sie beide ein Attentat verübt und beide sterben dabei. Also das musst du überlegen, das war der Thronfolger und auf ihn wird ein Attentat verübt. Das ist eine wirklich krasse Geschichte und ein tragischer Moment für das ganze Land. Und das hat zur Folge, dass Österreich Serbien den Krieg erklärt. Warum Serbien? Weil sie vermutet haben, dass der Attentäter Serbe ist. Nur das Problem war, dass Serbien einen Koalitionsvertrag mit Russland hatte und das hat dazu geführt, dass Russland Österreich den Krieg erklärt hat. Dann hat Deutschland sich auf die Seite von Österreich gestellt und hat Russland den Krieg erklärt. Dann hat Frankreich als Reaktion Deutschland den Krieg erklärt, Deutschland, Belgien und zum Schluss England, Deutschland. Und wie du siehst, hat sich innerhalb von wenigen Tagen aus einer, sage ich mal, kleinen Tragödie ein weltweiter Krieg entwickelt. Innerhalb von wenigen Tagen hat sich aus einer Tragödie, wo 2 Menschen gestorben sind, ein weltweiter Krieg entwickelt, bei dem 20 Millionen Leute gestorben sind. In wenigen Tagen entstand so der Erste Weltkrieg. Und was dazu geführt hat, dass so viele Menschen gestorben sind, waren die Grabenkriege. Und wie der Name schon sagt, es hat etwas mit dem Graben zu tun und ich möchte dir kurz erklären, was das genau bedeutet. Und zwar waren dort drüben die Gegner und hier waren wir. Und die Truppen haben sich eingegraben und dann wieder geschossen. Sie haben sich eingegraben und geschossen und eingegraben und geschossen, eingegraben und geschossen. Und das Ziel war, aus meinem Graben raus den Gegner im anderen Graben drin zu treffen. Also ich weiß nicht, wie effektiv das wirklich war, aber heute wissen wir, dass 20 Millionen Leute aufgrund von dieser Kriegsstrategie gestorben sind. Das muss schon irgendwie etwas gebracht haben. Dann weiter hat dieser Grabenkrieg hat dazu geführt, dass der Krieg 4 Jahre lang gedauert hat. Also muss man jetzt mal überlegen, wir haben die Corona-Krise, ist jetzt vielleicht mehr oder weniger knapp 1 Jahr lang und es ist natürlich niemals so schlimm wie ein Krieg. Und der Krieg hat 4 Jahre gedauert. Stell dir das mal vor. Und weil wir diese Graben hatten, also überall diese Graben, ging nichts vorwärts, nichts ging rückwärts. Und das hat dazu geführt, das finde ich fast das Schlimmste am Ganzen, dass nach diesen 4 Jahren Krieg, nachdem 20 Millionen Leute gestorben sind, waren die Grenzen mehr oder weniger die gleichen. Wir hatten 4 Jahre Krieg, 20 Millionen Toten und es hat nichts gebracht. Und in dieser Geschichte der Grabenkriege haben wir eine wirklich sehr krasse und mutige Story von einem jungen Mann. Und zwar geschieht die am 24. Dezember 1914, das ist heute exakt vor 106 Jahren. Und auch an Weihnachten wird weiter gekämpft. Der Krieg hört nicht auf, doch dieser junge Mann entscheidet sich an diesem 24. etwas wirklich Krasses zu machen. Und zwar entscheidet er sich, den Krieg zu beenden. Er legt also seine Waffen nieder, er hebt seine Hände und kommt langsam aus diesem Graben raus. Und du musst wissen, von dem ersten Sichtkontakt der Gegner wird er abgeschossen. Das heißt, er hatte eigentlich Todesgefahr, er begab sich in Todesgefahr und ich weiß nicht, was dieser Mann für eine Angst gehabt haben muss. Ich muss dir vorstellen, er hätte jeden Moment, mit jedem Schritt hätte er abgeschossen werden können. Er hätte an diesem Tag sterben können. Aber trotz dieser Gefahr kommt er aus dem Graben raus und macht einen Schritt auf die Gegner zu. Und ich weiß auch nicht, was die Gegner sich gedacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich gedacht haben, dass das ein Ablenkungsmanöver ist oder irgendein Trick. Da war doch irgendetwas dahinter. Aber heute wissen wir, dass durch diesen jungen Mann etwas sehr Krasses entstanden ist. Und zwar wissen wir heute, dass sich die Gegner, die gerade eben noch im Graben bekämpft haben, gerade eben noch aufeinander geschossen und sie versucht haben, gegenseitig umzubringen, diese Gegner feiern am Abend, am 24. gemeinsam Weihnachten.
Sie lesen im Psalm 23 in den verschiedenen Sprachen. In anderen Berichten zu folgen, spielen sie sogar Fußball auf dem Schlachtfeld. Also muss man sich vorstellen, da hat es überall Bomben, das war alles kaputt, da hat es Graben und da spielen sie Fußball. Und am Abend des 24. singen die gegnerischen Truppen sogar gemeinsam Stille Nacht in den 3 verschiedenen Sprachen. Auf Deutsch, Französisch und sogar auf Englisch. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das Trause hochheilige Paar, holt der Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Wow, was muss das für ein Moment auf dem Schlachtfeld gewesen sein am 24. Dezember 1914. Am nächsten Tag, am 25. Dezember, geht der Krieg weiter. Sie steigen wieder in den Graben und sie kämpfen weiter. Gerade eben noch Weihnachten gefeiert und am nächsten Tag kämpfen sie weiter. Gerade eben noch Stille Nacht, Heilige Nacht zusammen gesungen und dann kämpfen sie weiter. Gerade eben noch Psalm 23 miteinander gelesen. Gerade eben noch Fußball miteinander gespielt und am nächsten Tag geht der Krieg weiter. Sie sind im Graben, der Krieg geht weiter, aber die Soldaten haben ein Problem. Sie kennen ihre Gegner. Vielleicht haben sie am Vorabend Fotos, Familienfotos gezeigt, über ihre Kinder gesprochen. Sie haben ein Problem. Sie kennen den Gegner und können nicht mehr schießen. Sie können nicht mehr kämpfen. Es geht einfach nicht. Sie kennen ihr Gegenüber. Die Offiziere und die Leitung der Armee haben ein Riesenproblem. Sowas hat es noch nie gegeben. Sie stecken ihre Köpfe zusammen und sie treffen eine Entscheidung, dass die ganze Einheit verschoben werden muss. Die ganze Einheit muss von der Front weg und an einem anderen Ort kämpfen, weil sie dort den Gegner nicht mehr kennen. Und seitdem gibt es ein Gesetz in der Armee. Und das heißt folgendermaßen: Verbot der Verbrüderung. Es ist verboten, den Feind kennenzulernen.
Weil sie haben gemerkt, wenn ich den Feind kenne, dann kann ich nicht mehr schießen. Wenn ich den Feind kenne, dann kann ich keinen Krieg mehr führen. Wenn ich den Feind kenne, dann kann ich nicht mehr kämpfen gegen ihn. Das ist die eindrückliche Geschichte vom 24. Dezember 1914. Für mich eine mega bewegende Geschichte und vielleicht denkst du, was hat es zu tun für das Jahr 2020, wo wir ja mittendrin sind? Also was ist der Link? Und ich glaube, dass der Link ist, wir bekämpfen uns heute nicht mit Bomben, mit Gewehren und, sag jetzt mal, mit einer Strategie. Ich glaube, in der Corona-Krise, jetzt wo wir drin sind, bekämpfen wir uns gegenseitig mit Wörtern, mit Meinungen, mit Demonstrationen und das in der Art und Weise, wie wir im Moment kämpfen. Und ich glaube, was Gott uns die Corona-Krise lernen möchte, ist uns zu überlegen, warum kämpfen wir auf die Art und Weise und jeder von uns glaubt in seinem Graben drin, ich habe Recht und alle anderen sind total falsch. Ich empfinde, es ist ein Klima in diesem Jahr entstanden, das ich mit meinem zarten Alter noch nie so erlebt habe. Und wir feiern Weihnachten in einer Art und Weise, hat es noch nie für mich gegeben. Und wir sind herausgefordert, ganz, ganz ehrlich, einfach in den Spiegel zu schauen. Weißt du, was Gott in der Corona-Krise uns lehrt? Ist Folgendes: Es ist ein Spiegel, den Gott uns hinhält und uns sagt, das, was entgegenkommt, war schon immer in dir drin. Also zum Beispiel, wenn man eine Zitrone presst, dann kommt Zitronensaft raus, oder? Wenn man eine Orange presst, dann kommt einen Orangensaft heraus. Und wenn in einer Krise du gepresst wirst, und die Krise heißt Corona-Krise, reagieren wir gemäß von den Dingen, die schon immer in uns drin sind. Und sei nicht schockiert, wenn plötzlich Angst, bist gelähmt und man könnte sterben. Die Angst war schon immer da, aber jetzt ist sie offensichtlich. Ich möchte ganz ehrlich Dinge beim Namen nennen, weil ich gemerkt habe, das hilft uns am allermeisten, weil Corona macht auch vor der Kirchenlandschaft nicht Halt. Und ich werde euch ganz ehrlich in ein paar Themen hineinnehmen. Und mir ist es mega wichtig, dass du dir überlegst, welches von diesen Kreisen bin ich dann. Also eines von diesen Kreisen ist jeder von uns. Und ich beginne mit der ersten Gruppe, das sind Menschen, die sehen in allem eine Verschwörung. Ich weiß, wenn ich diesen Titel sage und sage, nein, ich gehöre nicht zu denen, ich gehöre zu den Menschen, die denken, die eine Meinung haben. Du kannst es betiteln, wie du willst, aber du weißt, was ich meine. Für die Menschen, die alles in einer Verschwörung sehen, war es kein gutes Jahr, weil das Jahr fing an mit Masken. Und das Wort Maske ist schon ein krasses Thema. Und dann das Jahr 2021 wird noch schlimmer, dann kommt noch die Impfung dazu. Und das sind Menschen, die sagen, hinter all dem ist ein Konzept, eine Idee und eine Verschwörung. Und ich möchte jetzt nicht sagen, richtig oder falsch, sondern wenn du mehr zu diesen Leuten gehörst, möchte ich dir sagen, das sind eher Menschen, die vielleicht ein bisschen nachdenken, aber tendenziell auch immer ein bisschen, das Glas ist schwarz und ein bisschen halb leer. Ich möchte euch die Wucht von diesem Kreis ganz offenbaren. Ich möchte euch ein E-Mail vorlesen, das ich bekommen habe, eines von vielen. Und es geht mir nicht darum, um zu jammern oder euch zu sagen, liebt mich, sondern ich möchte euch die Wucht von dieser Gruppe ganz kurz erklären, die wir in der Kirchenlandschaft begegnen. Also, und ich lese es euch ganz einfach vor. Es heißt lieber Leo und oft fragen Leute, heiße ich Leo oder Leonhard? Nein, Leo, das genügt. Bis zum Beginn der Corona-Verdummung waren wir oft bei euch sonntags zum Gottesdienst. Seit ihr ihm euch aber vollständig dem Corona-Regime unterworfen habt, also wir alle haben uns unterworfen, kann ich eure Gottesdienste live, aber auch im Fernsehen nicht mehr aushalten. Jesus hat uns befreit, er ist unser allereiniger Herr, nur ihm haben wir zu gehorchen. Es gibt medizinisch wie auch geistlich keinen vernünftigen Grund mehr, Dämonen oder andere Götter anzubeten. Dann geht es weiter, die Masken ist ein Symbol der Unterwerfung. Wir können den anderen, den Nächsten nicht mehr erkennen und das finde ich nicht bei allen schlimm. Es gibt viele, die sehen mit Masken besser aus. Also, ich versuche ein bisschen lustig zu machen. Er ist für uns tot. Die Freude, der Gesang, der Lobpreis, die Nähe, alles ist uns genommen worden. Wie gesagt, ist nicht bei allen schlimm. Wir akzeptieren es schon ohne Widerstand. Wir akzeptieren, die Gott ist tot Ideologie. Die Auferstehung haben wir verloren. Was macht eine christliche Gemeinde noch aus, wenn die wichtigsten Inhalte verleugnet werden?
Schließt eure Türen, also ICF, ihr habt nichts mehr zu bieten, Ausrufezeichen. Oder kehrt um, öffnet eure Herzen und lasst euch nicht mehr verdummen, leistet den Bösen der Welt keinen Widerstand. Euer jetziger Weg, Achtung, ist teuflisch, kehrt um und das Positivste ist herzlich. Ich möchte nicht über das E-Mail was sagen, ich möchte sagen, das ist die Wucht, die im Moment in der Kirchenlandschaft, aber auch in unserer Gesellschaft drin ist. Die ist wie eine Bombe, das ist wie ein Gewehr. Und jetzt sagen natürlich die Leute, ja, aber das stimmt ja. Ja, das ist nur eine Meinung. Der zweite Kreis sind Menschen, die haben Angst in der Corona. Und die Angst haben in der Corona-Krise, musst du wissen, du hattest schon vor Corona Angst. Das kommt ja nur das hervor, was schon immer in dir drin gewesen ist. So müssen wir ganz ehrlich sein. Weil da jetzt ist das Corona, vor was etwas anderes, nachher wird es etwas anderes sein. Und Menschen, die Angst haben, ich sage dir, ist kein guter Rat, wenn du die Zeitungen liest. Es ist nicht, dass die Zeitungen was falsch machen. Die Zeitungen funktionieren ja nur, weil wir sie lesen. Aber die Zeitung, wenn du das liest und die News, dann bist du jeden Tag mit News bombardiert und du weißt, Journalismus funktioniert nur mit extremen Stories und es muss ja nicht die Balance sein. Und Menschen, die Angst haben, reagieren auch speziell. Die haben Angst, man könnte sterben von Corona. Man hat Angst, man wird nicht mehr gesund und man hat Angst, wie man steckt die Großmutter und die Schwiegermutter an und bist du schuld, dass sie gestorben ist. Plötzlich kommen Dinge vor. Auch ein E-Mail bekommen von jemand, der Angst hat. Lieber Leo, auch korrekt. Ich bin total enttäuscht von dir, dass du als geistlicher Leiter und Prediger Corona so verharmlost. Du trägst eine Verantwortung und wirst dafür auch gerecht stehen müssen. Interessant, das nenne ich geistliche Manipulation. Also die Stelle von Gott nimmt da jemand ein. Wir als Christen sollten Vorbilder sein und die Gottesdienste schließen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Jetzt merkst du, jetzt kommt eine Anklage gegen die Kirchen, die aufmachen. Wenn ihr euren Gottesdienst immer noch feiert, seid ihr ein so schlechtes Beispiel und seid verantwortlich, dass so viele Menschen unnötig sterben. Die sterben ja in Millionen und Billiarden, oder? Für mich seid ihr nicht mehr tragbar und zieht das Evangelium in den Dreck. Ich schäme mich für dich und auch für euch. Ich bete immerhin, dass ihr zur Erkenntnis kommt. Jetzt merkst du, jetzt haben wir 2 E-Mails und das eine sagt, ihr zieht Masken an und die anderen sagen, Maske an. Und du hast in der ganzen Gesellschaft, in der Kirche hast du 2 Gruppen, die einen total Verschwörung und die einen total Angst und es gibt auch die dritte Gruppe. Die dritte Gruppe, das sind die Leute, die haben keine Geduld mehr. Das sind so die Menschen, die sagen, der Virus muss endlich zu einem Stopp kommen. Ich gehöre zu der Gruppe. Ich denke für mich persönlich, die Masken verweigern. Zieht doch einfach die Maske an, dann geht es schnell vorbei. Und ich sage zu den Angstsagen, keine Angst, es sterben immer Menschen. Und für mein Problem, das ich habe, ist Ungeduld. Ich möchte wieder reisen. Ich möchte wieder Dinge tun, die ich jetzt nicht tun kann. Und dass der Punkt ist, liebe Freunde, nicht Corona macht mich ungeduldig. Ich war schon vorhin immer schon auch ein bisschen ungeduldig. Corona beschleunigt es nur. Und es gibt auch eine 4. Gruppe, ich habe noch keinen Kreis gemacht. Es gibt auch die Leute, die sagen, weißt du was, mir ist alles scheißegal. Das sind Leute, die haben gesagt, ich habe keine Meinung mehr, man kommt gar nicht mehr draus. Es gibt noch eine 4. Gruppe, die sagen, ich habe keine Lust mehr und keinen Bock, ich ignoriere alles. Mir ist es mega wichtig, eines von diesen Gruppen bist du und bin auch ich. Und das ist in unserer Gesellschaft so und auch in der Church so. Im Weltkrieg gibt es irgendeinen Moment, wo irgendjemand sagt, hey, wir müssen das ändern. Und wie können wir diese Kultur in deiner Familie, in der Church, in der Gesellschaft verändern? Ich möchte euch in 3 Gedanken mitnehmen, wie wir Dinge stoppen können. Was lehrt uns Gott durch die Corona-Krise? Erstens, es braucht immer jemand, und dieser jemand, man sollte, das bist du. Also irgendjemand muss in deiner Familie den ersten Schritt gehen oder jemand muss in der Kirche den ersten Schritt gehen, in der Small Group, in der Firma und sagen, auf gutes Englisch, so goes it not. Das kann doch nicht unsere Kultur sein. Wollen wir so weiterleben?
in Kriege, in Kämpfen, in Demos und Menschen beschuldigen, die den Virus gar nicht kreiert haben. Warum ist plötzlich Frau Merkel schuldig? Oder der Bundesrat, also der hat ja den Virus nicht erfunden, der kommt aus China. Nein, just kidding. Zweitens, du musst von deinem Richterstuhl aufstehen. Und das ist der allerwichtigste Punkt, liebe Leute, auch in der Church. Jeder glaubt, du hast Recht. Jeder glaubt, du hast die Erkenntnis Gottes bekommen. Und mein Wunsch an euch, an mich ist folgendes, wenn mich Menschen fragen, wie siehst denn du das? Ich habe meine Gedanken und ich habe vielleicht meine Erklärung. Ich sage folgendes jeder Person immer wieder. Lasst uns in 5 Jahren das beurteilen. Es ist noch viel zu früh. Vielleicht werden wir in 5 Jahren zurückschauen und sagen, oh meine Güte, der Coronavirus war gar nicht so schlimm. Vielleicht werden wir merken nach 5 Jahren, der Coronavirus hat einen Schaden hinterlassen in den Lungen von vielen Menschen und wir haben keine Ahnung. Hätten wir das gewusst, hätten wir viel mehr unternehmen müssen. Und das ist mega wichtig. Du darfst nicht ein Richter, eine Richterin über etwas jetzt sein, wo du nicht weißt, was ist die Konsequenz und die Auswirkungen in 5 Jahren. Und ich werde Leuten immer sagen, I don't know. Lass uns in 5 Jahren das beurteilen. Und man muss in dem Moment Dinge unternehmen, wo man verschiedene Meinungen haben kann. Weil das Corona-Thema reißt eine ganze Church auseinander. Ganze Familien sind zerstritten wegen einem Virus. Und das ist doch nicht die Hauptsache in unserem Leben. Lass uns die Hauptsache zur Hauptsache machen. Und die Hauptsache ist und bleibt unser Gott im Himmel. Das ist mega wichtig. Und ich ende mit dem, fokussiere auf das, was uns verbindet. Was verbindet denn uns? Weißt du, was ich das Coole in diesen E-Mails finde? Und ich habe auch jeder Person geschrieben. Jedes E-Mail, das kam, sagt Folgendes aus. Wir lieben Gott. Ist so, oder? Wir lieben Gott. Ich liebe Gott auch. Die lieben Gott auch. Und wenn man diese Kreise ineinander hineinschiebt, gibt es eine Überlappung. Und diese Überlappung kann klein oder groß sein. Und die größte Überlappung ist das, was wir gemeinsam haben. Das heißt, wenn ich in meine Kleingruppe, Small Group komme und wir sind nicht gleicher Meinung in meiner Small Group, da gibt es, also ich habe schon recht. Kennst du das? Jeder hat recht. Aber wenn wir diskutieren und streiten und machen und tun, dann sollen wir auch, dann sagen wir am Ende vom Abend, wir werden keine gemeinsame Lösung finden. Aber der Grund, dass wir heute Abend zusammengekommen ist Jesus. Und das genügt, das verbindet uns in der Church. Es gibt, theologisch müsst ihr wissen, es ist genau der gleiche Fehler, den die Kirchenlandschaft auf der ganzen Welt gemacht haben. Vor 50 Jahren haben die Charismatiker, die Pfingster gesagt, wir haben einen Heiligen Geist, denn wir sprechen in den Zungen. Und Landeskirche und die FG und Baptisten, die haben einen Heiligen Geist nicht, die sind gar nicht wiedergeboren. Die Kirchenlandschaft hat genau das Gleiche gemacht. Wir sind recht und ihr seid falsch. Und irgendwann haben sie mal gemerkt, wir haben etwas gemeinsam. Und das Gemeinsame, das wir haben, ist die Bibel und Jesus. Dann haben sie gemerkt, das genügt. Und seitdem ist die Kirchenlandschaft versöhnt. Und wir machen Jahre später durch den Coronavirus den gleichen Fehler wieder. Und wir lernen nicht aus der Geschichte, dass die Hauptsache bleiben muss. Und du kannst Freundschaften pflegen und du bist bei gewissen Themen überhaupt nicht gleicher Meinung. Ein Freund ist nicht ein Freund, weil er alles gut findet, was du machst, oder alles schlecht findest, was du auch schlecht findest. Nein, Freunde sagen, gewisse Dinge sehe ich wie du und gewisse Dinge total nicht. Aber wenn die Schnittmenge überlappt, entsteht eine Kultur, die uns extrem verbindet. Und was ich euch sagen möchte, wir in unserer Church haben eine Kultur, wo man diskutiert, wo man die Meinung sagt, einander geistig die Köpfe ein bisschen einschlägt. Hast du Hörner und Beulen, das ist alles okay. Aber am Ende vom Tag sagen wir, was uns verbindet, ist ein Name und ein Buch, das ist die Bibel und der Gott im Himmel, und das verbindet uns. Und das ist meine Kultur, für die ich kämpfe in unserer Church. Wenn du glaubst, nur du hast Recht, dann musst du etwas finden, wo nur die Recht haben, die Recht haben. Es ist eine Kultur, wo man Dinge zusammenschiebt.
ist genau gleich, das ist in der Ehe, wenn du heiratest, das Gefühl, die Frau ist genau gleich wie du. Oder du bist genau gleich wie deine Frau. Nein, es gibt Überlappung. Je größer das wird, desto mehr Freude macht das. Ich ende mit einem Bibelvers. 2. Korinther 5, Vers 19. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig geworden. Gott ist durch Jesus Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht mehr länger anrechnete. Das ist so die Weihnachtsbotschaft. Jesus kam auf die Welt an Weihnachten. Gott hat uns dazu bestimmt. Und jetzt bitte achtet, wir haben eine Bestimmung. Was ist die Bestimmung von uns Christen? Es ist nicht gegen ein System zu kämpfen. Es ist nicht für die Maske aufzustehen. Das ist nicht unsere Bestimmung, liebe Frauen und Männer. Wir sind bestimmt, die Botschaft der Versöhnung, nicht die Botschaft der Maske, Spritze, ja oder nein. Das ist nicht unsere Botschaft der Church, sondern die Botschaft ist die Versöhnung in die ganze Welt zu verbreiten. Dieser Vers, und ich ende mit dem, bedeutet für mich in meiner Familie, wir sind auch nicht bei allem gleicher Meinung. Und Leute sagen, Leo, wir müssen aufstehen als eine Church, wir müssen gegen das aufstehen. Ich finde keine Bibelstelle, die uns zu dem auffordert, sondern die Bibel sagt, wir haben eine Bestimmung, die Botschaft der Versöhnung in die Welt hineinzubringen. Das ist Weihnachten. Und jeder von uns hat eine Familie, Konstellation, eine Meinung. Und lasst uns die Waffen niederlegen. Und was uns verbindet, ist der Name von Jesus Christus. Ich habe meine Frau gefragt, ob sie uns beten kann, weil ich glaube, es braucht Friede. Es braucht Lösungen, Susanna. Auch in unserer Familie, wir sind nicht bei allem gleicher Meinung. Wir können dann diskutieren, also gewisse Teile von unserer Familie. Und die haben ja Recht und die haben auch Recht. Und wir haben gelernt, eine Kultur zu entwickeln, dass man Dinge total anders sieht. Aber wenn es um Jesus geht, ist Jesus die Hauptsache. Und ich möchte, dass du für uns betest, dass dieser Friede einkehrt, dass wir vom Richterstuhl niedertreten und sagen, am Ende vom Tag ist Gott der Richter. Und Gott leitet und Gott führt. Und ich finde dieses Bild von diesen Grabenkämpfen so bezeichnend. Wenn man den Gegner kennt, dann kann man nicht mehr schießen. Und himmlischer Vater, hier sind wir einfach vor dir. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst und mir ein Verständnis gibst für Familienmitglieder, die es anders sehen als ich. Die anders handeln, die anders reagieren, die sich anders verhalten. Ich bitte dich, himmlischer Vater, dass heute Weihnachten in meinem Herzen geschehen kann, dass du in meinem Herzen kommst, wo ich unversöhnt lebe. Dass die Botschaft der Versöhnung, wie wir gelesen haben, sich verbreiten kann, auch durch mein Leben. Und ich kniee einfach nieder vor dir. In dem Sinne vor der Krippe wie die Hirten. Und sage Gott, ich brauche deine Hilfe. Und du kannst das einfach zu deinem persönlichen Gebet machen. Mit deiner Familiensituation, mit deiner, was auch immer Situation du drin bist. Weihnachten, Jesus, in meinem Herzen, in den Stellen, wo ich noch nicht versöhnt bin. Mit dir, mit mir selber, mit meiner Familie, mit meinen Umständen. Und danke, dass du dafür auf die Welt gekommen bist. Und Susanne, während du auf den Knien bist, kannst du noch ganz kurz ein bisschen bleiben. Du hast gebetet dafür. Geht das? Fast. Ich möchte ganz zum Ende euch einen für mich so einfach, es gibt Momente im Leben, wo du merkst, es gibt übergeordnete Themen. Und zwar, als meine Mutter ja am Sterben lag, Susanne, bist du auf die Knie gegangen im Altersheim, magst du dich erinnern? Du warst die Einzige. Und du warst auf den Knien und du hast deine Hände hochgehalten. Und wir hatten in meiner Verwandtschaft ein paar Spannungen, also große Spannungen.
Und als meine Mutter im Sterben lag, da waren alle da und alle, die mit den Spannungen waren alle da. Und wenn es plötzlich um den Tod geht, merkst du manchmal, wie saublöd habe ich reagiert. Was hab ich mir gedacht? Weil plötzlich die Hauptsache so klar du siehst und merkst, in dem Moment ist die Hauptsache der Schöpfer Gott. Und das meine ich mit dem, ich entlarve mich manchmal bei mir selber und denke, dass meine Ansichten, die ich habe, die ist mit Weisheit, mit den Löffeln gegessen und dann hast du einen Moment, wo jemand im Sterben liegt und merkst du plötzlich, was habe ich mir gedacht? Das ist alles so unrelevant. Was ich verdient habe, verdient werde, was ich gemacht habe, gemacht habe. Darum war es für mich so ein Moment zu sein, wo ich gemerkt habe, lasst uns den Frieden Gottes nicht rauben. Lasst uns die Hauptsache zur Hauptsache im Leben machen. Und die Hauptsache ist nämlich Jesus. Und that's it. Und das wünsche ich euch von Herzen, wo auch immer und wie auch immer ihr Weihnachten feiert, weil wir haben eine Bestimmung, die Botschaft Gottes in diese Welt hineinzutragen. Für das bin ich total motiviert, aber nicht für gewisse Konzepten oder Ideen. Da kann man Recht haben, da kann man nicht Recht haben. Aber Jesus, da täusche ich mich nicht, weil er ist der Sohn des lebendigen Gottes, der Anfang und das Ende und auch der mich jetzt in dieser Gegenwart durchleitet und durchführt. Hey, lass uns nochmal so einen Worship-Song singen. Ich möchte euch auch Danke sagen, dem ganzen Team, dass ihr Weihnachten, den Nachmittag und schon letztes Weekend investiert habt. Man sieht dann immer so, hat das Gefühl, man kommt auf die Bühne, die singen einfach so. Oder auch der Sound, das sind Menschen, die haben so viel Zeit investiert. Und ich bin dankbar, dass wir eine Church sind, eine Kirche sind, wo einfach die Liebe Gottes mit den Begabungen, die Gott uns gegeben hat, einfach einsetzen, damit er alle Ehre bekommt. Und können wir ganz kurz, und das dürfen wir ja mit Maske oder ohne Maske, einfach jetzt Gott einen Applaus geben, dass er den Sohn auf diese Erde, Jesus Christus, geschickt hat. Come on. Woohoo. Yeah!